Herzlich willkommen an der Emission Football Talk op DocTV. Ja, natürlich auch nees an dat mat ganz flotten Themen iwwer d Footballsaktualität an dowinste Hummer da noch haut für die echten Sendung. E ganz interessante Gerchte bei mat dem da werden iwwer verschiedene Fußballthemen diskutieren. Schön du geschwert dass eng neue Mission normalerweise sommer da noch immer aktuell Gerchte, déi eben iwwer Fußballsaktualität werden diskutieren. Dat können zum Beispiel Fußballspieler sinn, dat können auch Responsablen aus Footballsclip sinn. An haut Thomas echten Invité den Maurice de Ville Bayis hinnners den Swift-Spieler afréieren Nationalspieler. Ammer Team werd man dann noch ennner anderem iwwer d Dominanz vum Swift Hesper an der BGL League diskutieren. Gräde wie iwwer seg Vergangenheet am Fußball kucken, an ma wetten awer och op se Lieblingsverein den FC Bayern München Dropper gonn. An de schon Nolo de Maurice de Ville niet mar stoen. Ja Maurice schon grad ugeschwert an der BGL League en klor Dominanz vum Swift Hesper, Jumente 5 Punkte 4 Sprung op den zweiten Navin 90 Didling. Wann da gesot hat, dat um Ufer vun der Saison so weit gift Uwen an der Tabelle stun. Hast dat erschriven, hast dat iwwer woch erwart. Dar op Fall also Ziel war op Fall Echen ze ginn. Also mun op Fall uns gewünscht halt Echten Zeginament vun der Saison mis lo gut dabei, muss lo so weiter man. Weil das net gelaf Ziel 5 Punkte, das ist gut für uns. Mun nach den direkten Duell geht nunsch an ja ich freue mich op der Duell an, wann man lose weiter man, dann sind es guter Dinge, dass man auch Echte bleiben. Wann ihr guckt biswell Urzing Spieldeeg an der aktueller Saison, wat behaltst du vun denen echten Spieldeeg ein Suzreck? Das ist so einfach. Also für mich persönlich ist es nicht so einfach. Ich muss mich wirklich dro gewinnen und alles. Den Training, den Owe saß, das ist schon eine extreme Umstellung. Also ich habe immer Neues trainiert, den ganzen Tag sozusagen theoretisch nichts zu machen und dann Owe auf den Training zu kommen, am Dunkeln zu trainieren, alles. Damit komme ich schon nicht so gut zurecht. Ich probiere mich schon zu gewinnen und die ganzen Bedingungen, die da sind. Aber sech wie gesagt, das alles tiptop gelaufen am Verein. Das Wichtigste ist so, dass der Verein Echte gëtt an Champion gëtt fir d'Eichkeier an du muss einfach alles drannner Gestalt gehen. Ob mir dann alles gefällt oder ob ich lo top angestalt sind etc. ist dann egal am Ende vom Dach zählt nimmer das Echte gehen. Du se de A4 gestach war eng bis eng schwéier Saison biswell fir Dich fir wat. Ja, wie gesagt, ich mich einfach nicht so gut adaptiert wie misse sinn. Am Anfang von der Saison sind ich kommen, war nicht bei 100%, weil ich eben Februar nicht matt gemacht. Dann habe ich 2-3 Matcher von gut gespielt, die haben auch extrem dominant gewonnen. Den gegen Fohler, gegen Ethelbrick. Da war ich bei Nationalkeeper und dann wir sind eben ein extrem große Kader. Und der Trainer probiert eben alle Leute spielen zu lassen noch dementsprechend. Und, das ist nicht so einfach. Meine Meinung nach ist das ein bisschen zu viel. Aber sowas eben, das ist eben halt so gewirrscht. Und da muss ich eben mal schaffen. Ich kenne das nicht so normalerweise, dass den Kader 23, 24 Mann und nicht 35, 36, das ist dann eben extrem schwer auch für den Trainer. Aber hallo, ja, gibt doch extrem viele Regeln zu Lützeburg mit wie viel Spieler, die gewesen sind, dürfen an der Kader, wie viele Lützeburger muss spielen von der Vergun, wie viele Lützeburger dürfen am Kader sind. Nimmer 16 Leute am Kader, was ich auch extrem komisch fand, weil auf der ganzen Welt sind 20 Leute am Kader inzwischen, auf 5 Viertel. Und das ist nicht der Fall. Soll nächstes Jahr geändert gehen anscheinend. Also 5 Viertel, dann 80 Mann am Kader. Das sind schon ganz viele Sachen, in denen ich muss gewinnen als Spieler, den SMS können, wo eigentlich immer ganz professionelle Bedingungen waren. Kommen wir auch jetzt op den Club insgesamt praktisch alle guten Matcher bis well gewonnen, just zweimal gleich gespielt. Also wann ihr guckt, wird die letzte Woche praktisch wirklich eine konstant Lichtung. War das dann ein volles Rezept von der ganzen Equipe? Ich meine, einfach extrem gut Spieler. Also wenn ihr guckt, 4 beim Dominik Stolz und Ryan Philipp, das sind einfach 2 Unterschiedsspieler, die sonst bei keinem Verein hat. Ryan Philipp hat 40 Scorerpunkte an 20 Matches, das ist ja Wahnsinn. Und er entschied einfach alle Matches bei uns. Hier brauchst du eine Aktion an den Matches entschied oder 2 Aktionen und das sind 2 Goaler. Und den Dominik genauso, der ist einfach bei uns extrem. Und sie sind einfach überragende Spieler für die Liga. Sos wann en bëssen zreckguckt an d Vergangenheet, muss ich so du hast an der Zweiter Deutscher Bundesliga schon gespielt beim SV Sandhausen an beim echten FC Kaiserslautern. Wat konst du dann do eigentlich vun Erfahrungen sammeln an de Stadt als Spieler vimi stark gemacht ersten Reglo Plötzebusch kommers?
am meisten ich Moment hat einfach Fred gemacht. Also, es war einfach flott. Es war immer mein Ziel, eine zweite Liga zu spielen. Und das tun ich auch und da sind ich extrem stolz auch drauf, weil viele Leute nicht gemeint haben, dass ich das packen. Und ja, darauf sind ich extrem stolz. Und das kann man okay mehr holen. Und wie gesagt, los sind 30 Kilo 31. Und ja, dann habe ich mal gedacht, ich will darum zurück, ich will darum heim. Und ja, das ist eben das, was ich am Plan hatte, dass London nicht so gut lebt, das ist eben so. Du hast auch am Kader von der Football-Nationalequipe können am Dress von der Rode Löwen spielen, insgesamt eng 60 Mal. Welche Erfahrung konntest du dann mit dem Trainer Kolz sammeln? Ja, das war eine extrem schöne Zeit auch. Also viele Matcher, 10 Jahre lang, immer mit dabei gewesen, gegen die größte Equipe gespielt, gegen Ronaldo oft gespielt, gegen Frankreich 0-0 geholt, gegen Italien unentschieden. Also da war viel flott Matcher dabei und das wird man keine fortholen können. Schon daheim 50 bis 60 Trikots mit allen möglichen Spielern von Portugal-Spieler bis auch die Kleinländer, haben alles dabei. Und ja, das habe ich gesammelt und da sind ich auch froh, dass die alle haben. Sos muss ich so die sieht heute zu Hasper geht er von Pascal Carzaniga gecoacht. Wie hast du Pascal Carzaniga eigentlich als Mensch? Das ist extrem fein. Also probiert die glücklich zu machen sozusagen. Die mal dann die Equipe zu holen, was wie gesagt bei Fan-Leuten einfach extrem schwer ist. Und du könnt dann halt auch eins so den einen anderen zu kurz. Das ist einfach ganz normal. Und du kannst nicht mehr gucken, mal, weil es einfach unmöglich ist, mit so vielen Spielern alles korrekt zu machen. Und dann, wie gesagt, du musst den Spieler und den anderen Spieler müssen sich halt durchstellen. Weil es geht im Endeffekt um den Verein, um den Erfolg vom Verein. Und dann sind die Spieler, wann bei denen halt so der Fall ist, dann ist das eben so. Und muss ihn einfach akzeptieren und weiter Gas geben am Training. Anders kann ich nicht ändern. Du hast also auch am Viergespräch erwähnt, dass du Fußballfan warst vom FC Bayern München. Du hast dein Lieblingsspieler, der ist Jamal Musiala. Wie kommt eigentlich die Begeisterung für den Mittelfeldspieler? Ich habe mich einfach extrem begeistert Terra, weil man zu jungen Jahren schon so gut Dribblings dann einfach unbekümmert spielt, dann einfach flott, also flott zu gesehen. Und ich hatte lange Zeit keinen Lieblingsspieler mehr. Also mein letzter war David Beckham, der schon lange nicht mehr gespielt. Und in meiner Jugendzeit allein, ich einfach für mich, das tut einfach so Klick gemacht, mir hat einfach gefallen. Ich spiele einfach extrem gut, einer der besten Spieler von der Welt, meiner Meinung nach, auf seinem Platz, schon an jungen Jahren. Und ich hoffe, dass er so weiter möchte. Und ja, kann ich gerne Matcher gucken. Schwätz mal vom Rekordmeister dem FC Bayern, wie gesagt, die letzten Jahre immer nächst dominiert an der Bundesliga, immer nächst dann praktisch für Dortmund, respektive Leipzig. Werden sie das Jahr übernight den Championat gewonnen? Ich meine, ja, also die gesehen waren nur knapp mit Union Berlin, dann war ein Topmatch und dann gewann sie ganz schnell 3-0. Nur 30 Minuten war schon 3-0 und das wäre doch wahrscheinlich am Match gegen Dortmund geschehen. Also nur gegen die spielen. Dass Bayern den Match einfach zählen und dann da sind sie ganz schnell fort. Also am Moment das ist noch spannend. Mich freut doch, dass es spannend ist. Ich hoffe sogar, dass es bis letztes Spiel da spannend ist, weil es war immer relativ langweilig die letzten Jahre. Aber ich meine, am Ende des Tages schaffen sie dann. Ich meine nicht, dass Dortmund oder Union Berlin könnte packen. Du hast da rumgeschwärzt, man ist mehr eine schwere Zeit für dich, wenn du nach Möglichkeit hast, an einem top-internationalen Club zu spielen, einen Club fährt. Ja, da gehe ich auf Bayern gehen. Also, das wäre kein froh. Wenn du nicht Bayern müsst, also nicht mein Lieblingsverein, dann mich ein bisschen überleben. Ich meine, Real Madrid ist einfach ein Verein, den, ob ich gerne oder nicht, das ist einfach flott für den Real Madrid zu spielen.